Hallihallöle, ich bin's, euer Blastingenieur. Und da haben wir immer noch mal X-Shot Collection auf dem Tisch. Also heute machen wir einen Bullpup-Vergleich, wie ich das letzte Mal angedeutet habe. Versprochen habe ich es nicht, weil war mir nicht sicher, was wir jetzt dann machen. Und ja, 3D-Drucker ist jetzt gerade fertig worden. Weil wir machen da auch einen anderen Griff noch. Und ich habe da andere Bullpup auch schon modifiziert. Und wir gucken dann mal. Also hat mir neulich einer herausgefordert, dass ich doch von Nerf einen Blaster finde soll, der besser ist. Hey, ja, das ist halt, wenn man dem Ingenieur keine Kriterien gibt, dann findet er eine Lösung. Dann findet er Kriterien, dass eine Lösung passt. So rum. Also, ich habe da meine Präferenz. Ich erkläre euch halt die Kriterien. Aber wir machen trotzdem Messwerte und alles, weil das interessiert mich einfach. Und ich habe auch vollgeladene Magazine. Mal abgesehen von denen da hinten. Und ich habe das zweite auch. Das gehört zu dem, das gehört zu dem. Ich hab dann ein bisschen was anderes. Aber jetzt montieren wir da hinten erst einmal ein schöner Griff noch. So. Schraubenzieher habe ich natürlich nicht nachgerichtet. Das heißt, ich würde mich jetzt ein bisschen distanziert. Während ich da jetzt Backstage gegangen und mein Schraubenzieher suche. Da ist es. So, weil das sind da nicht bloß ein paar zu viele Schrauben. Und dann kommt das noch ins Archiv. Also in irgendeine Box rein. Und ich hoffe, dass ich es irgendwann wieder finde, falls ich doch meine Meinung ändern sollte. Oder falls ich das Ding verkaufen möchte und das irgendwie zum Werterhalt beitragen sollte. Also, da war jetzt viel Konjunktiv drin. Ich bin stolz auf mich, dass ich weiß, was Konjunktiv ist. So, und nochmal ein Schreible. Da unten in der Ecke haben wir auch noch zwei. So. Ich meine, die Farbe war nicht gleich. Ja, das passt zu dem nicht ganz so. Ja, Fall halt neues. So. Jetzt drehen wir die alle wieder Runde rein. Wenn ich euch eine nette Geschichte erzähle, hätte man auf Wochenende überlegen sollen. Schon. Heute spannende Auswahl an Bullpups. Bullpups. Ja, flieg halt nur noch. Prost. Bleib da. So. Das ist cool. Das hätte ich vielleicht auch integrieren sollen. Der Schraube noch eine Drehung geben. So. Der vielleicht noch als wohl. Wird schon halten. So, dann haben wir das. Und dann haben wir das da hinten. Und mir ist dann so der Gedanke gekommen, dass ich das dann ausdruckt hatte. Das habe ich ausdruckt, bevor ich den Blaster schon hatte. Weiß wirkt ein bisschen zu heftig bei dem Blaster. Also passt hervorragend zu dem. Aber zu dem irgendwie nicht. Und ich habe da auch, das Modell sieht normal anders aus, das hat das Slicer ein bisschen versaut. Habe ich bei dem Teil dann behoben, indem ich einfach mehr Sektionen gemacht habe. Die Unterseite ist immer nur so. Ist aber recht egal. Das deckt es noch ab. Ihr seht. Ja, mir gefällt es so nicht. So machen wir das nicht. Also rein die Farbkombination gefällt mir nicht. Wenn das ein grauer ausdruckt,
Das Grau ist ein Tick zu hell, aber nur ein Tick. Damit kann ich leben. So. So, der Schreible nein. Ist das heute Mischung aus Modifikations- und Übersicht-Video. Als nächstes Video machen wir dann Dreistreik-Vergleich, was dann so das zumindest technische Ende meiner Riken Tri-Strike halbautomatisch symbolisiert, ne, darstellt. Ja. So, dann packen wir Design drauf. Und das sieht doch besser aus. Das Orange sieht ich sehe es gerade im Bildschirm. Sieht das ein bisschen. Oh, da ist schon ein Fingernagel. Sieht das im Bildschirm ein bisschen kräftig aus, oder? Ne, das passt, je nachdem wie das Licht halt auch auffällt. Aber ja, ich mag das einfach so mehr. Zack. Ja, den heben wir auf. Soll ja noch eine zweite Version davon kommen. Und vielleicht kaufen wir da die Variante, wo weiß wieder passt. Dann machen wir das so. So. Jetzt haben wir das. Erster Teil der Modifikation. Sollen wir erstmal Messwerte zu denen nochmal machen? Ja, komm. Mit den langen Pfeile habe ich da noch keine Messwerte gemacht. Aber Messwerte. Und dann zeige ich euch die Modifikation meiner Ravenfire. Die ist nämlich auch abgeschlossen. So. Jetzt hätte ich da doch doppelseitiges Klebeband einkleben sollen. Muss ich vorsichtig sein. 33,9. 33,0 Meter pro Sekunde, versteht sich. 28,9 Meter pro Sekunde. Dann haben wir 32,1. 33,7 und äußer 30,6. Das macht dann einen Durchschnitt von 32,2 mit einem Minimum von 28,9 und einem Maximum von 33,9. So, dann haben wir das. Dann hätte ich sagen, mir resettet erst einmal. Und zurück. Machen wir die andere Longshot. Ein bisschen das große Schrauber genommen, deswegen ist das doch Knacks. Aber man lernt ja dazu. So. Ein sicherer, dann Gottsam. 17,6. So, das. Das 10,8. Muss das Magazin raus, sonst hätte ich 2 Pfeile drin gehabt. Achtzehn Komma 0. 15,5. 17,6 und 17,8. Ah, das wissen wir seit dem letzten Video, dass sie nicht ganz so kräftig ist. Ah, ich habe gedacht, wir machen da Vergleich mit den langen Pfeile. Habe ich glaube aber am Anfang auch schon mal gemacht, dass ich den. Bin mir aber nicht sicher. Ich verlinke euch die anderen Videos auch dazu noch. Hab viel gemacht das. Also Durchschnitt von 16,2, Minimum von 10,8 und ein Maximum von 18,0. So, dann gehen wir über zu kurze Pfeile. Ich sage ja, ich habe geladene Magazine. Na gut, wir hätten jetzt. Die lange Pfeile hätten wir noch ein paar.
Aber nicht die originale Magazine. Das habe ich von meiner giftgrüne Riken oder sonniggrüne Riken geklaut. Es sieht halt schon. So sieht es halt schon besser aus. Mache das. Ja. Warte mal. Ja. Nee, das sieht schon besser aus, wenn der komplettes Magazin drin ist. Also, hat da alles vorbereitet. So sieht es halt noch was aus. Anders sieht es halt noch nichts aus. Jetzt sage ich Reset mal. So. Aber das ist meine Meinung. Ihr dürft eine andere Meinung sein. Das ist eure Freiheit, euer Recht. Das ist okay. Dürft ihr auch in die Kommentare hinterlassen. Oder heftigst drüber diskutieren. So. Und jetzt das Ganze mit kurzen Pfeile. 16,1, 11,5, 14,8, 14,3, 17,0, 3,6 und 17,8. War das schon 5? Also schon 6, ja. Was denn bloß ein 6 drin passt? Oh, statt 3,6 tatsächlich. Okay. Das Blasterle kann mich immer noch überraschen. Eher nach Hund, aber ja, das kann dann schon sein, dass man mal das vielleicht doch mal aufmacht und gucken, wie man da mehr Bums bauen können. Also, wir haben einen Durchschnitt von 13,3. Minimum von 3,6 und Maximum von 17,8. Ja, nicht besonders beeindruckend. Meine mit Saugnäpfpfeile, um auf eine Glasscheibe von 2-3 Meter Entfernung zu schießen, passt das. Da hat es auch nicht taugt. So, hoppala. Was ist das? Oh, Scheiße. Ja, was da passiert? Scheiße. Da steckt der Pfeil drin fest. Den hat's verklemmt. Und ich wüsste jetzt nicht. Verdammt. Und disqualifiziert wegen Nicht-Teilnahme. Wie kriege ich den raus? Wie kriege ich den raus? Habe ich irgendwo. Irgendwas, das lang genug ist. Wir müssen an der Stelle mal einen Schnitt machen. Muss da was holen. Bis gleich. So, Odele, jetzt habe ich ihn draht, der lang genug sein sollte. Müssen wir mal gucken. Ja, das kann man durchschieben. Ah. Ui. 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 Ja. Das gehört so, glaub nicht.
Okay. Messmittel wieder her. Probieren wir es wieder. Jetzt, Sattel. So. 42,7 Meter pro Sekunde. 35,1. 40,0. 42,0. Arg viel mehr. Ein bisschen hätte man noch. Hätte man den Griff länger machen können. Seht. So. 40,4 und 36,5. Das macht einen Durchschnitt von 39,7 Meter pro Sekunde. Kennt das? 35,1 Minimum und 42,7 im Maximum. Und einfach ein schönes Blästerle. Und dem steht das dunkle Magazin auch echt. So. Dann die Fury. So, der Resetter. Zurück. Ja, da haben wir jetzt nicht viel zu erwarten von der. Aber immer noch kein Federle eingebaut, dass das automatisch zurückgeht. Das fände ich irgendwie cool. 11,2. Ja, das ist auch mal ein Kandidat für Tuning-Runde. Der nicht drauf. Da ist gar keiner reingegangen. Ach. Neun Komma 9. 12,1. 14,7. 12,6. Und 16,2. Uiuiui. Letzter hat sich aber richtig angestrengt. Hey, mit 16,2. Hat es nochmal richtig alles gegeben. Also 12,7 Meter pro Sekunde im Durchschnitt. 9,9. Gut. Besser wie die 3,6 bei der. 9,9 im Minimum. Und 16,7. 16,2. Das hätte ich fast besser gemacht. Im Maximum. Ja. Ja. Könnte mir keiner das Magazin voll leer machen. Schieße tut das Ding schon schnell. So. Haben wir das. Das. So. Haben wir nochmal schnell resetten. Frisches Messmittel. Und dann haben wir da meine Ravenfire. Und ja, der habt ihr vorletzte Video vielleicht schon gesehen. Da ist mir ein glücklicher Zufall passiert. Ihr habt da das eigentlich für Riken ausdruckt. Und für die Riken hat es nicht passt, weil ich mir richtig gemessen, aber in die falsche Richtung die Punkte verschob. Das ist, ja, wie es halt manchmal so passt. Wie es manchmal so passiert. Und wie es der Teufel will, passt das hier auf die Ravenfire. Und habe hier noch ein Stückchen hingemacht, dass das Loch auch zu ist, dass da nicht reinregnet. Und da unten auch noch Griff hingemacht. Und das war eigentlich ruckzuck erledigt. Also, da habe ich da mal Vordruck gemacht, einfach um Umrandungen rauszufinden. Das war der erste Versuch, da ich mal das Ding abgebrochen. Das war da eine Millimeter oder so. Hat es nicht ganz passt. Und damit hat es dann schon passt. Das ist dann, ich meine, das ist für mein Riken 3-Streik.
Uiuiui. Okay, das hebt. Das hat da eine Schnittstelle, könnte man dann auch. Oh, das Geräusch, sag's euch. Entschuldigung, das wollte ich ein bisschen sanfter machen. Da könnte man auch Zeugs nachbauen, worauf man lustig wäre. Ja, das machen wir jetzt nicht nochmal. So. Das könnt ihr. Ich meine, das Blöde ist, den Stand habe ich nicht zwischengespeichert. Weder das Modell noch die STL dazu. Das heißt, ich habe den G-Code habe ich dazu noch. Das heißt, den Teil darf ich jetzt wahrscheinlich nochmal entwerfen. Und das könnte man mit Orange innen machen oder so. Also einfach so ein Fake-Orange-Lauf innen rein. Dass man da das Orange wieder aufgegriffen hat. Da fällt mir sicherlich noch was ein. Ja, die ist unmodifiziert. Die hat jetzt einfach, euch zu zeigen. Ihr habt da 2 IMRs, aber 2 Dummies drin. Das ist dann im Endeffekt dasselbe Zombie. Ich glaube, das ist die doppelte. Na gut, 3,7 Volt, wenn sie voll sind. Hat ein bisschen mehr dann wie Serienblaster. Und ich finde die Front. Also der Blaster wirkt halt einfach nochmal eine ganze Ecke mächtiger mit der Front. Aber mehr werde ich nicht sagen. So, legen wir los. 12,9 Meter pro Sekunde, 13,4, 14,8, 11,6, 15,6 und 15,4. So, das heißt, da haben wir im Durchschnitt 13,9. Dann haben wir, Gottes. Dann haben wir, oh, das ist die Batterie gleich wieder. Dann haben wir im Minimum 11,6 und im Maximum 15,6. Das ist ein bisschen nervig an dem Messmittel. Die Batterie geht. Die Anzeige funktioniert nicht richtig. Die geht von voll auf leer in Windeseile. Machen wir die andere Raven noch. 18,0, 20,7, 17,5, 26,0, 15,7 und 18,7. So, dann haben wir 19,6 im Durchschnitt, 15,7 im Minimum und 26,0 im Maximum. Und habe ich noch Motorblitz, aber von der erwarte ich jetzt nicht keine andere. Dann müssen wir den Dummy von der rausholen. Weil Dummies habe ich nicht genug. Da sind auch EMRs drin. Aber die ist ein bisschen tuned da. Die hat 3 EMRs drin. Die ist nicht tuned. Da muss ich die Dummies aus der Ravenfire rausholen. Und ich gehe auf die nachher noch ein. Aber ich will einen Messwert machen, bevor die Batterie leer ist gegangen. Das letzte Messwert noch hinkriegen, wäre es gut. Das ist wenn nicht da fliegt halt nach. Wenn nicht, müssen wir. Wunderbar, auf Gott. Hektik! Hektik! Eieiei! Okay. Das war so nicht geplant. Hab die Batterie gecheckt, die war doch noch voll, Mann. Eieiei! Schalten wir es mal aus.
Aber machen wir das mal kurz in Ruhe. So, weil das hilft jetzt nicht, wenn wir doch noch versuchen, den Panikmodus. Wobei, es ist vielleicht für euch unterhaltsam. So, Batterie rein. Dann hat der erste Pfeil sich irgendwie schon verstopft. Dann können wir nachher noch kurz aller Ruhe auf die Bleistoff ein. Mache eigentlich bei alle Blaster, wo es irgendwie geht, so Rändelschrauben. Bevorzugt es, die Batterie schnell rausnehmen zu können. So. Das Blasterle hat Überdruck. Wichtige Funktion. Einmal alle tot. Schrotflinterschuss. Sammeln wir mal ein, was man hier noch so findet. So. So, das sind meine Nerf-Ballpops. Und das ist mein Raven. Die habe ich auch schon Zeit lang mit eigenem Zielfernröhrle und eigenem Zielwasserhalter. Ich meine, ich mag die, also vom Design her mag ich die Raven so am meisten. Also das ist einfach da mein Favorit. Jetzt soll ich bloß wissen, wo der eine Dummy nachgeflogen ist. Dann der die auch noch funktionieren. Und die hat da nette Funktion. Mit leuchtende Pfeile. Die kann man vorglühen lassen. Ich glaube, ich habe damals den Witz gebraucht. Nicht das, was ihr am Wochenende macht, sondern das ist das. Die Pfeile da, die Glow-in-the-Dark-Funktion haben. Und ich finde die einfach so in der Form. Mit den ganzen Anbauteile. Finde ich die einfach hübsch. Und jetzt, wo ich da die Schnittstelle habe, könnte ich da auch noch andere. Jetzt habe ich. Wobei, den da muss ich noch modellieren. Das könnte ich dafür auch nutzen. Gut, die sind jetzt alle da drin. So. Machen wir noch schnell Messwerte mit einem Motorblitz. Da aufwachen. (14,1), 20,6, 17,8, 22,4, 18,2 und 22,3. Oh, das ist überraschend. Das heißt, wir haben 19,2 im Durchschnitt, 14,1 im Minimum und 22,4 im Maximum Meter pro Sekunde. Was sehr, wie ruckzuck die Batterieanzeige runter, Gott. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich. Das ist so ruckzuck von voll auf leer. Also mit so einer Anzeige kann ich nicht wirklich was anfangen. Ja. Das ist aber, ich habe da auch so Akkus drin. Vielleicht liegt das, taugt das für die Akkus nicht. Die Berechnung. Oh, von der bin ich überrascht. Wobei die ist unmodifiziert. Die hat 19,2. Warte mal. Die Messwerte von der Raven und der Ravenfire beim Notizzettel vertauscht. War gerade. Das heißt, die Ravenfire hat 13,9 plus. Die haben wir zuerst gemessen. Und die Raven hat 19,6 im Durchschnitt. Das heißt, ja, so im Vergleich zu. Also wenn man die neue Longshot, die da unten mal vergraben habe, und die mal außer vor lasse, die deutlich mehr Leistung hat, sind so. Also sind die eigentlich gar nicht so viel, oder die sind sogar eine Ecke besser. Also mit lange Pfeile hat die Longshot 16,2 gehabt. Das heißt, da ist die Ravenfire eine Ecke schlechter. Gut, die ist halt aber auch so schlecht für
Seht, die Laufverlängerung macht da einen Unterschied. Das verfälscht ja die Messung. Man müsste eigentlich die Laufverlängerung wegmachen, dann wäre die wahrscheinlich auch besser. Aber ich finde die Laufverlängerung halt einfach cool. Also, und ja, mein Favorit an dem Tisch ist sowieso immer noch die Raven. Ich mag die Farbe und das alles. Also, ich finde den Blaster einfach so cool. Und ich finde die Form von der Raven auch cool. Also, ich meine, gut, Raven feiert ja dasselbe wie Raven, also von daher glaube ich, da ist das kein großer Unterschied. Gut, die Motoblitz mit der Zusatzfunktion der Hanne. Das ist halt. Das ist halt schon irgendwie auch cool. Und an jeder Ecke hat die Schiene. Über dem Zielfernröhrle noch Schiene, neben dem Lauf noch Schiene. Das heißt, da könnte man Zielfernröhrle montieren, da könnte man eine Zielfernröhrle montieren. Ja. Oder Raketenwerfer oder sonst was. Eigentlich sollte man da Hanna das umleiten können zum Raketenwerfer oder zum Megawerfer. Ich sehe da gerade was. Den müssen die modifizieren. Das heißt, wir müssten da eigentlich irgendwie so einen Umschalter haben, der den Pumpmechanismus, das reibt. Seht ihr das? Rote Spur. Der den Pumpmechanismus auf andere Dinge umleitet. Das schwätzen wir dann im nächsten Video drüber. Man kann auch einschießen. Und das da sind Glow Dark-Pfeile, die sind in der Raven drin, weil da kann man Glow Dark-Pfeile verschießen. Die leuchtet dann im Dunkeln. Was ein Namen irgendwie steckt. So, oder? Der Pfeil ist so schlecht. Der geht allein durch den Air Race, streckt er schon raus. Jetzt ist, ja. Also ich bin überrascht über die Messwerte von Motoblitz. Das heißt, die Raven, das bringt gar nicht so viel, dass die jetzt ihren Ausdrehen hat. Weil die hat ähnliche Messwerte wie die Motoblitz. Also die ist ein bisschen besser. Gut, was mich gewundert hat. Wobei, doch, dass die rote Longstrike mit kurzen Pfeile schlechter war wie mit lange Pfeile. Das heißt, mit kurzen Pfeile hat er einen Durchschnitt von 13,3 gehabt. Gut, mit dem Ausreißer von 3,6. Wobei bei lange hat sie immer 10,8 Ausreißer gehabt. Also das kann schon sein, dass das ein bisschen was ausgemacht hat. Aber dass die da ziemlich ähnlich war, das wundert mich. Oder sogar schlechter war. Mit 16,2 zu 13,3. Naja. Packen wir die schöne Blaster nochmal hin. Also, dass ihr seht, was wir heute so geschafft haben. So. Das ist doch eine schöne Ansicht. Und ich würde sagen, ich meine, man hat Feierabend, das heißt, ihr räumt noch das Zeugs noch auf. Da müsst ihr nicht dabei sein. Hoffe, euch hat's unterhalten. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln und beim Blästern. Euer Blaster-Ingenieur.